werden wir heute Morgen einen kurzen Input hören, so eine Art Tag-Preaching werden wir haben. Jeweils 5 Minuten, wo sie einfach aus ihrem Leben teilen, zu Glaubenshelden etwas sagen und zu dem, was sie persönlich bewegt hat dazu. Und ohne das viel länger rauszuzögern, möchte ich einfach schon gerade mal Thea auf die Bühne bitten und dann geht es eins nach dem anderen gerade mal durch. Gebt einen großen Applaus. Ja, genau, guten Morgen, ich bin Thea und ja, Rebi hat mir diese Woche angerufen und mich gefragt, ob ich euch etwas aus meinem Leben erzählen kann, das mich im Glauben herausfordert, aber warum ich dabei bleibe. Und Gott hat mich irgendwie schon etwas darauf vorbereitet, weil meine Bibel war schon offen, passend bei Hebräer 11 und dort steht gerade beim ersten Vers, dass der Glaube eine Wirklichkeit dessen ist, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Und ich glaube, eine persönliche Herausforderung für mich ist wirklich das Nichtzweifeln oder beziehungsweise das Zweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Und ich nehme euch gerade mit in gerade im Juni, Ende Juni, Anfangs Juli war das ein großer Zweifel in meinem oder beziehungsweise in meinem und Blakes Leben, weil das hat alles eigentlich Anfang dieses Jahres angefangen, dass er eine ziemlich harte Zeit hat in seinem Arbeitsleben und sehr viele Sachen nicht so gehen, wie sie sollten. Und sehr viele von seinen Arbeitskollegen haben mittlerweile gekündigt und sind auch nicht mehr dort. Und wir haben das viel ins Gebet genommen und eigentlich gehofft und gedacht, dass Gott diese Situation ändert. Und im Juni hat sich das so zugespitzt, dass der Gedanke, dass er selber kündigen soll, eigentlich immer aktueller wurde. Ich persönlich kann sagen, ich habe gedacht, nee, Gott sagt, halt durch, mach weiter. Aber wir haben das wirklich ins Gebet genommen und Gott hat eigentlich ziemlich klar zu ihm und zu mir gesagt, geh, kündige. Und zu mir auch ziemlich klar, lass ihn kündigen, bevor er kaputt geht. Und ja, das war ziemlich klar und eigentlich eine ziemlich klare Ansage, er hat gekündigt. Aber trotzdem, die Kündigung war raus, es war bestätigt und die Zweifel sind eingeschlagen wie ein Hammer. Also war das wirklich Gottes Stimme? War das wirklich Gott? Was machen wir, wenn er nach der Kündigungsfrist keine neue Arbeitsstelle hat? Ich meine, man kann ja vielleicht mal ein paar Monate finanziell überbrücken, aber was dann? Diese Zweifel sind wirklich eingeschlagen. Und das passiert mir immer wieder, wenn Gott mir Zuspruch oder Zusagen gibt, dass Zweifel kommen. Und es ist die Frage war auch heute, warum bleibe ich dran? Und das ist das Wichtige, das ich euch heute sagen will. Wenn ich im Zweifel bin, dann suche ich Gottes Gegenwart. Und im Gebet und mit den Zusagen der Bibel ist Gott so gnädig, dass er mir seinen Zuspruch wiederholt. Also mir eine Sicherheit gibt in dem Zuspruch, den er mir gegeben hat. Und in dem Moment wird diese Bibelstelle, der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft und ein Nichtzweifel an dem, was man nicht sieht, wirklich wieder Wahrheit, weil der Zweifel geht im Zuspruch von Gott. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt, dass ihr einen Zuspruch habt von Gott, einen persönlichen Zuspruch und dann kommen die Zweifel und dieser Zuspruch ist wie verschwunden. Mir geht es immer wieder so und für Leute, die dieses Gefühl auch kennen oder haben, wollte ich einfach kurz zum Abschluss noch beten und ermutigen, dran zu bleiben an Gott und nicht an den Zweifeln. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du größer bist als meine Zweifel und größer bist als die Zweifel von jedem Einzelnen hier drin, aber sogar größer als wenn man alle diese Zweifel zusammennimmt. Ich möchte dich bitten, falls jemand heute in diesen Zweifeln gefangen ist und dich nicht sieht, dass du ihm heute einen Lichtblick schenkst und dass sie oder er Mut hat, mit kleinen oder großen Schritten auf dich zuzugehen, dass du ihnen Menschen genau in dieser Gemeinde an die Seite stellst, die mit ihnen beten und du ihnen diesen Zuspruch, dass der Glaube eine Wirklichkeit dessen ist, was man hofft und ein Nichtzweifeln zu einer tiefen Wahrheit machen kannst. Amen.
Guten Morgen. Guten Morgen. Estoy atrasado. No sé si mi vuelo ya salió o no. Ich bin etwas verspätet und ich weiß nicht, wie ich jetzt das hier machen Hier soll. ist meine Ticket. Ich weiß nicht wo. Aha, Ihr Ticket, ja, ist das für Check-in oder wofür? Guten Morgen miteinander. Guten Morgen. Gracias por la oportunidad. Danke für die Möglichkeit. Lo siento mucho que no puedo hablar en alemán. Me encantaría. Wenn ich auf Deutsch sprechen könnte, besser würde ich es gerne machen. La próxima. Das nächste Mal. No sé si pueden pensar en qué personaje, de qué héroe quiero hablar. Vielleicht wisst ihr oder gibt es euch eine Idee, von welcher Persönlichkeit aus der Bibel ich heute reden möchte? ¿Pueden imaginar? Könnt ihr euch das vorstellen? Con todo eso, con eso. Mit all dem, was ihr hier seht? A ver, texto bíblico, por favor. Ein Bibeltext bitte. Abraham. Abraham. Bitte. Okay, ich lese den Text, 1. Mose 12. Der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlasse deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet sein. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Amén. Hay muchas cosas para hablar de Abraham, Es gäbe vieles zu erzählen von Abraham. pero solo quiero hablar dos Ich cosas möchte zwei Sachen hervorheben. y relacionar eso con la obra de Dios en todo el mundo. In Bezug auf Abraham und auf das, was Gott in der Welt tut. En primer lugar, dice el texto que Dios habló a Abraham. Der erste Punkt ist, dass Gott zu Abraham geredet hat. Y quiero decir con esto, todo lo que vamos a decir hoy, todo lo que vamos a contar, solo sirve para entender lo que la Biblia dice. Alles, was wir hier machen, alles, was wir hier heute sagen, dient eigentlich zu dem, dass wir das hören, was Gott uns in der Bibel sagt. Lo más importante no son mis 36 años en la obra de Dios y las experiencias, sino que la palabra de Dios. Das Wichtige heute ist nicht meine 36 Jahre im Dienst und meine Erfahrungen und diese Geschichten, sondern das Wort Gottes. Y Dios está hablando todo el tiempo. Und Gott spricht eigentlich immer. Dios habla en todos los lugares, Gott spricht überall, en todo el tiempo, die ganze Zeit, con todas las personas. mit jedem. La pregunta es, Die Frage ¿estamos ist- escuchando a Dios? Die Frage ist nur, hören wir es auch? La pregunta que yo hago a mí mismo, ¿estoy escuchando a Dios? Das, was ich mich immer wieder frage, höre ich wirklich Gott? Es fácil pensar de escuchar a Dios aquí en la iglesia, Es ist vielleicht leicht, hier zu sagen, hier höre ich Gott in der Kirche. pero allá en el trabajo, Aber an der en Arbeit, el tránsito, unterwegs, en los problemas, in den Problemen, ¿Dios no está hablando ahí? spricht Gott da ¿Y estoy escuchando? und höre ich ihn? La primera cosa que vemos de Abraham es eso. Dios llamó a Abraham y dijo, Abraham, vete, Das Erste, was Gott zu Abraham sagt, Abraham, ich berufe dich, geh. deja tu tierra y vaya, pero ¿dónde? ¿A cuál nación? Verlass dein Land und geh. Aber wohin denn? In welche Nation? Das hat er nicht gesagt. Cuando Dios nos llamó al ministerio, Als Gott uns in den Dienst en berief, el año 86 yo trabajaba en la embajada de Suiza en Curitiba, Brasil. im 1986 arbeitete ich auf der Schweizer Botschaft in Brasilien, in Curitiba, Y encontré a Jesús und habe Jesus dort en getroffen. el lugar que menos imaginas. Dort, wo man es am wenigsten erwartet hätte. Dios usó una persona para hablar conmigo en la embajada de Suiza en Brasil. Gott brauchte eine Person in der Schweizer Botschaft, die da zu mir von Jesus gesprochen hat. Y un año después de conocer a Jesús sentí un llamamiento. Und einige Zeit danach, nachdem ich Gott gehorcht habe, habe ich auch einen Ruf bekommen. Seguía trabajando en la embajada. Ich habe immer noch in der Botschaft Estaba en gearbeitet. el primer año de la universidad. Ich habe auch das erste Jahr an der Uni gestartet. En los años 80 en análisis de sistemas. El mejor curso y el mejor sueldo del momento. Da war ich im besten Kurs, den es damals gab und dem besten Lohn, den ich hatte. Pero Dios dijo, Isaías, vete. Aber Gott sagte zu mir, Isaias, geh.
¿A dónde? Wohin? A mí Dios me dijo, vaya a Paraguay. Gott sagte mir, geh nach Paraguay. ¿Sabe cuántas palabras de español sabía? Wisst ihr, wie viel Spanisch ich konnte? Das spricht man in Paraguay. Eso mismo, ni una. Genau das, nicht eine. Años después, conocí a mi esposa, estamos casados 29 años. Einige Jahre später habe ich meine Frau getroffen. Wir sind 29 Jahre jetzt verheiratet. Y Dios nos llamó para ir a Perú. Und Gott berief uns, um nach Peru zu gehen. Es fácil pensar en un misionero, pensar en Abraham, que Dios está hablando y una cosa tan grande y que uno va. Es ist leicht, sich das vorzustellen in der Bibel, dass da jemand berufen wird, aber auch dann zu gehen. Yo creo que casi la mayoría aquí tiene hijos, ¿no? ¿Quién tiene hijos? Wer hat alles Kinder hier? Viele von euch wahrscheinlich. Nosotros decimos a nuestro hijo, haga tal cosa, Wir sagen zu unserem Sohn, mach Folgendes. vaya por aquí. Gehe dahin. Y ellos se van. Und er Por geht allá. die andere Seite. Cuando Dios nos habla, es igual cuando el padre habla al hijo, hay que obedecer al toque. Wenn Gott uns etwas sagt, dann bleibt uns nur etwas, ihm zu gehorchen. Si demoramos en obedecer, entra la desobediencia. Wenn wir dann den Gehorsam verzögern, kommt der Ungehorsam. La desobediencia es no hacer. Und der Gehorsam, weiß ich nicht, wie ist das bei euch? Dios está hablando. Gott spricht. ¿Estoy escuchando? Hören wir ihn? Dios habla de muchas formas. Gott spricht in verschiedenen Formen. Me encanta que tengamos la Biblia en nuestro idioma. Schön haben wir die Bibel in unseren Sprachen. He trabajado con muchos grupos nativos que no tenían la Biblia en su idioma. Ich habe mit verschiedenen einheimischen Gruppierungen gesprochen, die keine Bibel in ihrer Sprache haben. Una de las primeras experiencias que tuve en la selva de Perú con un grupo nativo, Die erste Erfahrung, die ich hatte mit einem solchen Stamm im Dschungel von Peru, bastante lejos, con una avioneta acuática, 3 horas y media de la ciudad más cerca. sehr weit im Dschungel, 3,5 Stunden bei Flug. Y ahí estamos enseñando a los pastores, los líderes, Da haben wir die Leiter, die Pastoren unterrichtet enseñaba sobre Nehemías. und haben über Nehemias gesprochen. Y sabía que ellos tenían el Nuevo Testamento en su idioma. Ich wusste, dass sie das Neue Testament schon hatten in ihrer Sprache Y sabía también que tenían algunos libros del Antiguo Testamento, incluso Nehemías, und einige Bücher auch des Alten Testamentes, en su idioma, ¿no? auch Nehemia. Y les decía, Nehemías capítulo tal, Und ich sagte Nehemia Kapitel sowieso y nadie se movía. und niemand hat etwas gemacht. Y yo veía sus Biblias en sus manos, pero nadie se movía. ¿Qué pasa? Ich habe gesehen, sie hatten Bibel in der Hand, niemand hat da irgendwas aufgeschlagen. Was passiert? Y difícilmente los nativos levantan para decir algo, principalmente el profesor es gringo, blanco. Weil normalerweise kommen da viele Lehrer und das sind Weiße, nicht Weiße. Y entonces uno dijo, hermano, Und einer sagte zu mir von diesen Stammesbrüdern, sí tenemos Nehemías, pero no tiene capítulos ni versículos, solo las historias. wir haben zwar dieses Buch Nehemia, aber es gibt keine Verse, keine Kapitel, nichts. Es ist einfach wie ein Buch geschrieben. Y por eso no podían ubicar en su Biblia, porque yo hablaba del Konnten capítulo. also so die Stelle überhaupt nicht finden. Pero hay muchas veces, podía contar inúmeras oportunidades en Paraguay, en Brasil, en Perú y aquí en Suiza. Verschiedene Male habe ich das gesehen in Paraguay, in Peru, in Brasilien, auch hier in der Schweiz. Dios hablando. Gott spricht. Y Dios tiene una forma de hablar con cada uno de nosotros. Gott hat eine ganz spezielle Art, wie er mit jedem von uns spricht. Lo hermoso es que Dios nos trata individualmente, personalmente. Gott behandelt uns ganz speziell, individuell. Y la forma como Él habla con mi esposa es diferente de la forma como habla conmigo. Die Art, wie er mit meiner Frau spricht, ist anders als die Art, wie er mit mir spricht. Porque Él sabe cómo yo entiendo y cómo mi esposa entiende. Weil er genau weiß, wie ich etwas verstehe und wie meine Frau gut versteht. Muchas veces estaba en Perú, en la selva de Perú, con 30 y tantos grados adentro de la casa. Wir waren da oft in Peru, zu Hause 30 Grad in der Wohnung. Y manejando la moto en la ciudad donde el tránsito es súper recontra organizado.
Und mit dem Motorrad unterwegs zu sein, wo der Verkehr wirklich super schlecht organisiert ist. Totalmente lo contrário, não? Genau das Gegenteil von hier. Solo dá clapso e entra nomás. Einfach Gas geben und irgendwo da zwischendurch fahren. E aí, em meio de isso, Deus me habla. Und mitten in so unterwegs sein, hat Gott zu mir geredet. Não tinha uma Bíblia comigo. Ich hatte keine Bibel dabei. Não tinha silêncio. Es war nicht still, Pero Deus está hablando. aber Gott hat gesprochen. E Deus tem uma forma especial de falar com cada um de nós. Er hat eine ganz spezielle Art, wie er mit Aun jedem von quando uns estamos em redet. los problemas. Auch wenn wir mitten in Problemen sind. E quando Deus nos chama, e quando Deus chamou Abraão, Abraão não dijo, sabes que, senhores, que sabes isso e outro, pero, não. Als Gott zu Abraham gesprochen hat, hat er nicht gesagt, ja, aber wegen dem und so und lala und dieses und etc. Simplesmente obedeceu. Er hat einfach gehorcht. E que devo ser? Lo mismo. Und ich möchte dasselbe tun. Escuchar e obedecer. Hören und Aun quando gehorchen. estamos em los problemas, Auch in den Problemen. y la vida de los líderes, de los pastores, de los misioneros es muy parecido con la vida de cada uno de ustedes. Und die Leben auch von diesen Glaubenshelden oder von irgendwelchen Missionaren oder so, ist genau gleich wie unsere Leben. Luchamos con nuestros pensamientos, Wir kämpfen auch in unseren Gedanken. luchamos con nuestra carne, Wir kämpfen gegen unser Fleisch. luchamos con muchas cosas Wir haben Kämpfe in verschiedenen Bereichen. y tenemos problemas también. Und wir haben auch Probleme. Pero hay que ver y escuchar a Dios en medio de eso. Aber mittendrin hören wir doch auf Gott. Tenía muchas cosas para contar, pero se fue el tiempo. Es hätte noch viel zu sagen, aber hier Será ende para la ich. próxima vez o si me encuentran por ahí pueden preguntar y con gusto les cuento. Vielleicht ein andermal oder sonst kommt nachher auf mich zu. Pero lo que quiero enfatizar es eso, que ahí, ahora donde estamos, Aber was ich nochmals betonen möchte, jetzt da, wo wir sind, aún en el trabajo diario, im täglichen Arbeiten, quizás con aquellas personas difíciles de tratar, vielleicht auch mit diesen Personen, die schwierig sind im Umgang, o quizás con aquellas personas buenas, mejores, oder auch von denen, bei denen es nicht so schwierig ist. Dios también nos habla a través de esas personas. Gott spricht auch durch solche Personen zu. Muchas veces he dicho, esa persona es así, conmigo mismo. Muchas veces he dicho, esa persona es así, se refiriendo a algo negativo. Ja, vielmals haben wir auch so mit diesen Personen gesprochen, oder sie mit mir negative Dinge so gesagt. Y Dios me dijo, tú eres igual. Und Gott hat gesagt zu mir, du bist nicht besser. Yo solamente tenía que decir, Señor, perdóname, es cierto. Und ich musste sagen, stimmt, vergib mir, Herr. Gracias, Padre. Gracias, danke, Herr. Ayúdanos a escuchar tu voz Hilf uns, deine Stimme zu hören y a obedecer. und zu gehorchen. Cada persona que está aquí, cada uno que está en la casa escuchando, Jeder, der hier ist, der zu Hause zuschaut a mí también. und auch mir selbst. Ayúdanos a escuchar y Hilf obedecer. uns, zu hören und zu gehorchen. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Danke, Vater. Guten Morgen miteinander. Ich bin Judith und ich wechsle auf Hochdeutsch jetzt. Ja, als Jeanette mich gefragt hat vor 3 Tagen, ob ich etwas über, es ging ja noch um Glaubenshelden, jetzt weiter bei uns in der Gemeinde, da habe ich zuerst überlegt, was kann ich sagen, was gibt es für Glaubenshelden in meinem Leben? Wo habe ich Glaubenshelden erlebt? Und dann kam auch sehr schnell noch die Frage, wie sieht Gott Glaubenshelden? Also wer ist in seinen Augen ein Glaubensheld? Und ist das jetzt unbedingt deckungsgleich mit den Glaubenshelden, die wir sehen, also mit heutigen Glaubenshelden um uns herum? Ja, ich bin Kindergärtnerin und wenn ich meine Kinder in der Kindergartenklasse, wenn ich sie frage, wer ist ein Held, dann sagen sie sehr schnell, das ist jemand, der sehr mutig ist und der macht auch was Mutiges. Das finde ich auch sehr interessant im Zusammenhang mit einem Glaubensheld. Das passt nämlich auch. Dann bin ich doch wieder zurückgekommen zu dem Gedanken, dass ich wirklich viel Dankbarkeit in meinem Leben habe über den Menschen, die mir Vorbilder geworden sind, die ich erlebt habe, die wirklich die Liebe zu Jesus gelebt haben und auch einen Glauben, einen starken Glauben hatten. Und ich denke immer wieder, dass es auch wirklich für viele von uns auch immer wieder mal Zeit, ja, es ist gut, sich Zeit zu nehmen und darüber nachzudenken und Gott auch wirklich zu danken für die Menschen in unserem Leben, die uns vorwärts gebracht haben in unserem Glauben.
Ja, ich möchte gerne mit euch etwas teilen, eine Erfahrung, die sich mir sehr tief eingebrannt hat, wo es auch um Glaubenshelden ging. Ich war 15 Jahre lang bei einer christlichen internationalen Organisation, die heißt Mercy Ships, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Die gehen mit Schiffen, mit komplett eingerichteten Spitälern nach Afrika, vor allem nach Westafrika, und dort bringen sie Hilfe den Menschen, die wirklich keine Hoffnung haben auf medizinische Hilfe. Und die Motivation, die ist wirklich Gottes Hilfe sichtbar zu machen und den Menschen in Afrika in ihrer Not zu begegnen, der körperlichen Not und natürlich dann auch der inneren Not, die ja immer damit verbunden ist. In 2002 sind wir dann das erste Mal nach Sierra Leone gekommen und nachher auch nach Liberia. Und in diesen Ländern, da war 20 Jahre zuvor Bürgerkrieg. Und Sierra Leone, als wir ankamen, hat sich total am Boden präsentiert. Die Häuser waren schwarz und die Menschen waren gezeichnet. Die Rebellen, die hatten ganz vielen Menschen die Hände abgehackt, teilweise bis oben zu dem Ellbogen, damit die Menschen nicht mehr für den Präsidenten unterschreiben konnten. In dieses Land sind wir gekommen und da wollten wir jetzt Hoffnung bringen und Gottes Licht in das Dunkel. Jetzt einmal in der Woche ist da Community Meeting. Das heißt, alle kommen zusammen, die auf dem Schiff arbeiten, und dann kommen auch die Patienten, die kommen auch dazu, und dann ist das oben auf Deck unterm Himmel, und dort sind wir dann am Worshipen und es gibt eine Predigt, und da sind auch immer Gäste dabei, also Menschen, die wir dann durch die Projekte an Land kennengelernt haben. Und da habe ich dann diese Menschen gesehen. Während sie Gott angebetet haben in dem Worship, haben sie dann die Hände, nein, es sind Stummel gewesen, die haben sie emporgehoben und haben Gott gedankt für seine Liebe und für seine Treue. Die ganz unvorstellbaren Grausamkeiten, die sie erlebt hatten, die haben sie nicht davon abgehalten, Gott zu preisen und ihn zu loben. Das Bild hat sich tief, tief in mir eingesetzt. Das sind Glaubenshelden. In Psalm 73 heißt es, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist doch du, Gott, meines Herzens Trost und mein Teil. In der Welt passieren schlimme Dinge, jetzt gerade wieder. 2 Flugstunden entfernt von uns ist Krieg. Auch Menschen hier in der Schweiz um uns herum erleiden schlimme Dinge. Und die verstehen wir oft überhaupt nicht. Mir sind solche schlimmen Dinge nicht passiert. Sicher, auch in meinem Leben hat es traurige Stunden gegeben. Ich werde jetzt dann 60, die hat jeder, wenn er mal so alt ist wie ich. Traurige Zeiten. Ich habe den Wunsch nach Familie gehabt, der ist unerfüllt geblieben. Ich bin eine Weile krank gewesen, das hat mein Leben beeinträchtigt. Aber diese Menschen in Sierra Leone mit ihren verstümmelten Armen, die haben alles in den Schatten gestellt. Die sind mir zu Glaubenshelden geworden. Wenn ich nur dich, Herr Jesus, habe. In einem unserer Lieder, die wir hier im Worship singen, in unserer Gemeinde, da heißt es, auch wenn ich deine Wege nicht verstehe, so kenne ich doch dein Wesen, dein Herz, also so in etwa. Jedes Mal, wenn ich das singe, dann denke ich, ja, Jesus kennen, darum geht's. Also wisst ihr, ich muss noch etwas sagen, in einer Zeit, wo niemand mehr alt werden will, da gibt's was ganz, ganz Cooles. Da gibt's einen großen Vorteil und der heißt, man kann Erfahrungen mit Gott sammeln. Und diese Erfahrungen, die häufen sich mit den Jahren. Und dann gibt es etwas, das nennt sich Erfahrungswissen. Das gibt's wirklich. Das steht sogar im Duden. Und Erfahrungswissen ist was ganz Tolles.
Ich habe Jesus so oft erlebt, wie treu er ist, wie er weiterhilft, wie er ermutigt, wie er tröstet, wie er heilt. Und das ist einfach, das ist jetzt da. Das ist Erfahrungswissen. Und an diesen Gott, an den will ich mich halten, an den will ich mich klammern. Ich weiß nicht, was noch kommen wird. Niemand weiß das. Auf einmal ist wieder Krieg in unserer Nähe. Wie wird es mit unserer Welt weitergehen, mit unserem Land? Wie, wenn plötzlich Krankheit über einem kommt? Wie, wenn Krankheit über einen geliebten Menschen kommt oder wenn er sterben muss? Wo ist dann mein Halt? Wo wende ich mich dann hin? Wo gehe ich dann hin? Wenn ich nur dich, Herr Jesus, habe. Wenn dich diese Gedanken berühren und dich das bewegt, dann bete mit mir. Herr Jesus, wenn ich nur dich habe. Vieles verstehe ich nicht. Die Not in dieser Welt verstehe ich nicht. Schicksale, die Menschen erleben, auch Wege in meinem Leben, Herr Jesus, habe ich oft nicht verstanden und verstehe ich nicht. Aber der Petrus, der hat mal gesagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und Herr Jesus, ich will mit dem Petrus, will ich auch sagen, ich will nirgendwo anders hingehen, wenn ich nur dich, Herr Jesus, habe. Herr, ich bitte dich, stärke meinen Glauben. Stärke meinen Glauben. Lass mich dich mehr und mehr kennenlernen, dass ich mich an dich halte in Zeiten der Not. Denn ja, du bist der Herr dieser Welt und gleichzeitig alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Wir beten dich an. Du bist ein großer und ein wunderbarer Gott. Amen. Ganz, ganz herzlichen Dank.